Die Eltern meinen manchmal, sie müssen ihre Kinder dann die Ohren zuhalten. Betriebsform ist Mutterkuhhaltung mit Direktvermarktung. Das heißt, wir haben einen eigenen Schlachtraum am Hof. Mit dem Thema gehen wir auch ganz offen um. Also die Gäste können bei uns auch Fleisch kaufen. Wir preisen das auch an. Und das gefällt ihnen natürlich, wenn das Kaiwerl bei der Kuh bleibt. Aber irgendwann kommt die Frage, wie lange oder was tut es dann mit den Kaiwerl? Und das erklären wir ja dann schon, dass diese Kälber dann bei uns ein Großteil geschlachtet wird. Die Eltern meinen manchmal, sie müssen ihre Kinder dann die Ohren zuhalten, aber das brauchen sie eigentlich nicht, weil wir erklären das auch, dass die Tiere bei uns ein ganz so gutes Aufwachsen haben. Ein Tierwohl mit Laufstall, mit allen möglichen, was man sich vorstellen kann. Also wir schauen gut auf sie, sie haben ein gutes Leben. Sie sind dann den ganzen Sommer auf der Alm mit ihren Müttern. Und wenn dann die Zeit ist, wenn die so 10 bis 12 Monate alt sind, dann sind es für uns eine gute Ernährung, eine gute Nahrung. Und das akzeptieren auch die Kinder und eigentlich, sie essen auch gerne ein Fleisch. Und wenn man Fleisch isst, dann muss man das auch akzeptieren, dass man das schlachtet, das Tier. Wir haben auch Leute, die sagen, ich esse ganz wenig Fleisch oder ich esse gar kein Fleisch. Aber wenn ich jetzt eins essen würde, dann nehmen wir das bei euch, weil unsere Tiere also ja auch sehr stressfrei geschlachtet werden und ja, man hat eine Ehrfurcht, sagen wir so, vor dem Rind, dass uns die Nahrung schenkt. Es ist damals dann so quasi in geworden, Bio zu wirtschaften und eigentlich hat damals mein Mann gesagt, ja, wir arbeiten ja eh alle Bio, also wir haben ja nichts anderes gemacht, als wir die Vorgaben waren. Und darum hat man sich dann entschieden, auch da zu diesem Bio-Ernteverband beizutreten. Damals war es eben noch Bio-Ernte. Und ja, und mittlerweile ist das aber auch Überzeugung geworden, dass man sagt, ich möchte es biologisch machen und ich möchte selber biologische Lebensmittel, weil ich weiß, wir werden kontrolliert, wir arbeiten biologisch und wenn ich jetzt Sachen kaufe, die auch biologisch sind, dann weiß ich auch, dass das einfach passt. Die Leute, die bei uns kaufen, die sind sehr bewusst für gesunde Ernährung, die wollen auch wissen, wo es her ist. Die sind sind Umweltschützer, sagen wir mal so. Sie wollen keine langen Transportwege, sie wollen das Tierwohl. Und es wird immer mehr und ich glaube auch, die Bauern stehen viel mehr jetzt zu ihrem eigenen Produkt. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man selber dazu steht und weiß, wie wertvoll das ist. Gell? Und dass man nicht sagt, ja okay, ich verkaufe das, dass es wegkommt, dass das Geld passt. Das passt nachher meistens eh nicht so richtig gut. Und dass man einfach sagt, ich habe richtig was Gesundes, was Gutes erzeugt. Es ist egal, ob das jetzt ein Fleisch ist oder eine Milch oder ein Käse. Und es ist gut, es ist regional, es ist, ja, das ist die beste Qualität, also die kriegst du sonst nirgends. Und auf das müssen wir stolz sein. Und ich glaube, da werden die Bauern jetzt auch eigentlich eher selbstbewusster. Das ist natürlich auch der Trend, aber Gott sei Dank, da freuen wir uns über das.